So schön, dass wir heute auch zusammen worshipen, den Lobpreis machen. Ab nächster Woche werden wir weiterhin Lobpreis machen, aber einfach ohne Singen. Wir dürfen von BAG her nicht mehr singen, aber wir wissen, dass Lobpreis ist nicht nur Singen. Und es erwartet euch andere kreative Art und Weise, zum Gott loben und preisen. Kommt mit Freude. Wir freuen uns auf die verschiedenen Art, wie wir Gott lobpreisen und singen. Wie Fabian gesagt hat, mein Thema geht um starken Glauben. Wir steigen ab heute in die Gebet- und Fastenwoche. Wer hat Frühstück gehabt? Okay, mindestens seid ihr ehrlich. So, es gibt verschiedene Arten, wie ihr fasten könnt. Ihr könnt Frühstück essen und dann nicht essen. Kein Mittag mehr. Nein, müsst ihr nicht. Aber wir haben heute mit Fasten angefangen. Die ersten Tage. Geht es mir noch gut. Unser Thema heisst Bewegen des Glaubens. Oder Glaube, die Berge bewegt. Das wird das Thema für die ganze Woche sein. Von das Fasten und Beten mal. Wir suchen und wir wünschen uns einen Glauben, die Berge versetzt, die Berge bewegt. Und es gibt eine Bibelstelle, wo eigentlich heißt, wenn du Glaube hast wie ein Senfkorn, und ich zeige euch, wie das aussieht. Also, Jesus sagt an seine Jünger, wenn ihr Glaube habt, wie ein Senfkorn, weißt du, wie die aussehen? Also, jetzt habe ich ein paar da. There you go. Schau, wir versuchen nur eine von denen haben, dann ich nachher selber putzen. Gut. Es ist auch nicht einfach. Die sind. Schau, wie klein die Senfkorn sind. Siehst du es überhaupt? Die arme Kamera-Leute. Die sind so klein. Und dann Jesus kommt und sagt, wenn du so wenig Glauben hast, und das kann ich sogar nicht in meiner Hand haben, du kannst Berge versetzen. Wenn ich dich frage, hast du so viel Glauben? Heute Morgen, glaubst du so viel? Was wäre deine Antwort? Normalerweise würde man sagen, ja, ich glaube so viel. Also so wenig habe ich schon Glauben. Aber was ist denn los? Wieso kann ich nicht Berge versetzen? Wieso, wenn ich bete, Sachen passieren trotzdem nicht? Wieso, wenn ich nach Gott schreie mit all Glauben, die ich habe, und dann tue ich programmiere, faste und bete wochenlang und trotzdem passiert nichts? In der Zeit, wo ich meine Predigt vorbereite über die starke, bewegende Glaube, lebendige Glaube, bin ich ehrlich gesagt selber enttäuscht und in Zweifel gekommen. Wie ich selber mich daran erinnert, über all die Erlebnisse, die ich mit Glauben gebetet habe. Und ich habe geglaubt, dass es wird passieren, und trotzdem hat es nicht passiert. Weil ich bin überzeugt war, das wird. Wir haben als Kirche alles gebetet und es hat nicht stattgefunden. Und ich glaube, wir haben alle so viel Glauben gehabt. Und ja, ich bin so enttäuscht gewesen in meiner Predigt. Und dann habe ich mich entschieden, ich über Enttäuschung predigen. Das ist ein besseres Thema. Ich glaube, ich würde jetzt über Glauben predigen. Alle von euch, oder mindestens ein Teil von euch, ein grosser Teil, werden schon daran denken,
Ja, aber das hat nicht stattgefunden. Ich habe gebetet und ich wurde nicht geheilt. Ich habe gebetet und meine Familie wurde nicht geheilt. Ich habe gebetet und ein Mensch, den ich sehr geliebt habe, ist trotzdem gestorben. Ich habe gebetet, ich habe gefastet und trotzdem hat Gott einen Unfall erlaubt. Er hat meine Schmerzen nicht weggenommen. Er hat Sachen von mir nicht vermieden und die sind passiert. Und wie gehe ich denn mit dem um? Das ist das Thema, das ich heute ausgewählt habe. Ich glaube, jeder von uns wird enttäuscht. Von Menschen sowieso. Aber die schlimme Enttäuschung ist, wenn du in Gott enttäuscht bist. Ist Enttäuschung oder Zweifel Sünde? Ist es falsch, wenn ich enttäuscht bin? In Gott. Wenn ich Zweifel habe? In Gott. Nein, ist keine Sünde. Weißt du, was das Gegenteil von Glauben ist? Es ist nicht Zweifel. Gleichgültigkeit, sagt Micha. Das Gegenteil von Glauben ist eigentlich Sicherheit. Oder kann man auch sagen, Gleichgültigkeit. Also ich bin sicher, ich weiß. Dann muss ich nicht mehr glauben. Weil ich sehe es. Ich weiß. Wenn ich sicher bin und ich Zweifel habe, dann wieso brauche ich überhaupt Glauben? Ich habe in der Bibel geschaut und habe ich versucht, verschiedene Beispiele zu finden, wo kann ich über Enttäuschung reden. Und ehrlich gesagt, von 1. Mose bis am Schluss habe ich mega viele Beispiele gefunden. Ich habe gedacht, ich kann über Mose reden. Er hat genug Enttäuschung im Leben gehabt. Ich kann über Joshua reden, Jeremia, Nehemia. Die Liste geht. Welche Geschichte soll ich nehmen? Weil jeder Mensch in der Bibel ist enttäuscht in Gott. Und das ist auch normal, weil wir sind Menschen. Und wenn Gott uns ruft, wir gehen mit unserer eigenen Erwartungen, obwohl wir denken, wenn Gott mich ruft und wenn er mich leitet und wenn ich mit Gott laufe, dann soll keine Enttäuschung in meinem Leben entstehen, weil das ist Gottes Weg. Wir haben ich glaube, ich bin 14 oder 15 gewesen, mega jung. Und wir sind frisch im Teheran gezogen mit meiner Familie. Und als allererste haben wir uns entschieden, komm, wir machen ein Konzert. Wir machen ein Worship-Konzert. Und dann sind Leute von einer anderen Stadt gekommen, in der Hauptstadt. Wir haben wochenlang geübt. Wir haben gebetet, wir haben gefastet, wir haben geglaubt, es wird ein geniales Konzert sein. Und wir haben wirklich mit unserem ganzen Herz auf das uns gefreut. Gott wird Einheit in der Kirche bringen. Menschen werden in der Kirche kommen. Wir werden Wunder erleben an dieser Woche. Wir haben unsere Besten gegeben. Es sind etwa 30 Leute in der Choir. Hey, wir haben so viel geübt. Und mit Freude sind wir an diesem Tag angekommen. Vorher stehen wir alle Sänger und Musiker und das ganze Team und wir beten und wir schreien nach Gott. So, yay! Und dann sind wir in der Kirche rein. Hat geregnet an diesem Tag. Hat geschifft. Und ich glaube, es sind etwa 20 Leute in der Kirche gekommen. Und unsere Kirche hat 700 Platz gehabt. So, wenn du 700 freien Platz hast und 20 Leute sitzen da vorne und wir eine volle Band, ein Musical, so ein grosser Choir, sind da vorne gestanden und dann haben wir für die 20 Leute gesungen. Stell dir vor, wie enttäuscht sind wir alle am Schluss. Und klar, du versuchst zu sagen, ja, du, auch für die 20 Personen, du musst singen, ein Konzert machen und Gott wirkt und aber ganz ehrlich gesagt, sind wir alle enttäuscht. Und das ist nicht die erste Enttäuschung in meinem Leben. Im 2009, wir haben gebetet, gefastet von der Kirche. Gott hat uns gesagt, dass er wird unsere Kirche öffnen von den Muslimen. Und er wird Wunder tun in der Gemeinde. Und das haben wir auch erlebt. 2009 hat die Regierung unsere Kirche geschlossen. Und wir sind vor dem Tor gestanden, in der Kirche, wo ich bin aufgewachsen, in der Kirche, wo ich gelebt habe, in der Kirche, wo ich meine Zukunft mir vorgestellt habe. Diese Kirche wäre meine Zukunft gewesen. Ich habe mich gesehen, wie ich werde Pastor von dieser Kirche. Ich habe gesehen, wie ich werde dienen in dieser Kirche. Ich habe gesehen, wie der Kirche wird wachsen. Und wir hatten Pläne von dieser Gemeinde. Und irgendwann am März 2009, 30. am Montag, um 8 Uhr, stehen wir vor der Kirche und es ist leer. Und die Türen sind geschlossen. Stell dir vor, die Enttäuschung in unseren Gedanken, unser Herz, Herr, wo bist du? Ist das ein Witz?
Was machst du jetzt? Das ist deine Verheißung, das ist deine Versprochen und es passiert nicht. Und wieso ist es so? Wieso manchmal, wenn wir beten, wenn wir fasten, wenn wir glauben, so klein? Also eigentlich, wir haben viel grosser Glauben als die Senfkorn und trotzdem geht nicht, weil unsere Erwartungen sind anders wie Gottes Erwartungen. Unsere Gedanken sind anders wie Gottes Gedanken. Und wir müssen die erste Lesson wissen, Gott ist ein souveräner Gott. Er ist ein mächtiger Gott. Er hat die Kontrolle. Er regiert. Und seine Gedanken sind nicht meine Gedanken. Und weißt du was? Gott interessiert sich über dein Leben, deine Erwartungen, deine Wünsche, deine Gebete. Aber mehr als deine Erwartungen und deine Wünsche, er interessiert sich über dich. Als Person, deine Wachstum, deine Gesundheit, deine geistliche Leben, das interessiert ihn am meisten. Und manchmal ist deine Erwartung dienen nicht deine Wachstum. Es ist eine Geschichte, die ich ausgewählt habe, unter tausenden Geschichten, die es in der Bibel gibt, von Maria und Martha. Maria und Martha sind eigentlich zwei gute Kollegen von Jesus gewesen. Und ihr Kollege, ihr Bruder ist krank. Und Maria und Martha schicken nach Jesus und sagen, Jesus, komm nach Kapernaum, wo wir wohnen. Unser Bruder ist krank, du musst ihn heilen. Und dann Jesus antwortet, als Jesus hörte, sagte er in Johannes 11, Vers 4, diese Krankheit führt letztlich nicht zum Tod, sondern durch sie soll Gottes Macht und Herrlichkeit sichtbar werden und auch der Sohn Gottes wird dadurch geehrt. Wow! Awesome! Gott verspricht, die Krankheit wird ihm nicht zu Tod führen. Er wird leben. Es wird ihm gut gehen. Gut. Martha und Maria können sich gleich beruhigen. Super. Gott hat verheißen. Er hat versprochen, Lazarus wird leben. Lazarus wird ihm gut gehen. Aber Lazarus liegt immer auf Bett. Lazarus ist immer krank. Beim jedem Atem wird ihm immer noch schlimmer und schlimmer und schlechter gehen. Jeden Tag stehen die zwei Schwestern oben im Bett und denken, Jesus, wo bist du? Du hast verheißen, du hast gesagt, er stirbt nicht, aber ihm geht es immer schlimmer. Er wird immer schlechter. Das ist Enttäuschung. Wenn wir beten und die Situation wird immer schlimmer. Was passiert? Wir sind enttäuscht. Wieso soll ich noch weiter beten? Wieso soll ich überhaupt suchen? Ich habe so viele Leute gehört, die sagen, hey, ich bete und es wird nur schlimmer. Dann höre ich auf beten. Uns ist nicht bewusst, als Christen wir glauben, es gibt einen geistlichen Kampf in der unsichtbaren Welt. Währenddem, dass du am Betten bist, währenddem, dass du am Kämpfen bist, es gibt auch Mächte, nicht Fleisch und Blut, sondern Mächte, die unsichtbar sind, die Kraft von Teufel, von Finsternis, der gegen dich auch kämpft, weil er weiß, was Gottes Verheißung über dein Leben ist. Und das soll uns ganz bewusst sein. Ich habe einen Kollegen, er ist in Malaysia, er hat versucht, nach Amerika zu gehen, er hat alles gut mit Gott erlebt. Er war ein grosser Evangelist im Iran, mit seinem Bus. Ich habe von seinem Leben ein paar Mal Geschichte erzählt. Er hat wirklich starken Glauben gehabt. Und dann ist er in Malaysia gekommen, hat versucht, nach Amerika, hat ein Visum erhalten. Aber dann hat er nicht nach Amerika fliegen, weil der Trump hat eine Sanktion gegeben und Iran hat nicht mehr in Amerika gehen. Gerade an dem Tag, wo er fliegen wollte. Und er musste von dem Flugzeug zurückkommen. An dem Tag. Und klar denkt er, das kann eine Woche später passieren. Wieso heute? An dem Tag, wo ich fliegen muss, passiert das. Und eigentlich hat er seinen Glauben verleugnet. Und dann kommt er wieder zum Glauben, geht wieder vom Glauben. Es hat ihm so fest betroffen, wieso Gott hat mich nicht erlaubt, dass ich an dem Tag nach Amerika fliegen kann und dann Trump hat am nächsten Tag seine Sanktionen reinbringen. Wenn Enttäuschungen da sind, was mache ich mit dem? Und ich habe auch viele Leute gesehen, wo sobald eine Enttäuschung passiert, wir geben einfach auf. Wenn ich nicht abnehme in einer Woche, dann nächste Woche fange ich an wieder essen. Wenn ich nicht gut studiere, dann gebe ich auf. Und das ist ein bisschen, vielleicht auch bei unserer Generation. Ich sage, ja, ich mag nicht mehr.
Und das machen wir auch mit Gott. Sobald es Gott nicht gleich antwortet, manchmal passiert, dass wir dann aufgeben. Aber nein, das wird Gott nicht. Der Lazarus ist gestorben. Er ist gestorben. Die haben gebetet, die haben gefragt, er ist krank und krank geworden, dann stirbt er. Jesus geht zu dem Ort, wo Maria und Martha sind. Und Martha rennt zu Jesus. Und sie sagt die folgenden Worte. Martha sagte zu Jesus in Johannes 11, 21. Herr, wärst du hier gewesen, würde mein Bruder noch leben. Herr, wenn du da wärst, wenn du uns helfen können, wenn du uns gehört hättest, wer bist du gewesen? Sie ist mit ihren Zweifeln, Frustrations, Frustrationen, Ärger, Hässigkeit, sie ist zu Jesus gegangen. Wenn du da wärst, wer von euch hat die Wort gehört? Wenn du da wärst, wenn du da gemacht hättest, wenn du. Vielleicht kommen wir auch mit dem. Aber was machst du mit dem? Das ist der Ort, wo du zu Jesus gehen kannst. Der Martha ist zu Jesus gegangen. Wenn du da wärst. Und schau, Jesus tut ihr nicht antworten, ja, du hast einen kleinen Glauben. Wieso tust du zu mir kommen? Wieso machst du mir Vorwürfe, wenn ich da wäre? Ich weiß, was ich mache. Er hat sich nicht verteidigt. Er hat Martha nicht angegriffen, sondern er hat zugelassen. Und er hat mit ihr gebrüllt. Weil Martha ist seine Kollegin. Er hat sie lieb. Und er kümmert sich um Martha. Mit deinen Enttäuschungen, Zweifel, Angst, Ärger, Frustration, geh zu Jesus. Das ist das, was du machen kannst. Geh mit dem zu Gott. Anstatt dass du in dem bleibst und erlaubst, dass diese Enttäuschungen in deinem Leben eine dauerhafte Mentalität werden. Dass du immer da bist, ja, vielleicht antwortet er, vielleicht antwortet er nicht. Ja, ich weiß nicht. Manchmal hat er seine Wille, manchmal nicht. Dass du in einer Gleichgültigkeit, wie der Micha gesagt hat, oder Passivität reinkommst. Gehst mit deinen Enttäuschungen, gehst mit deinen Zweifeln zu Gott. Und er wird nie dich verurteilen. Nie. Weil er versteht, niemand versteht uns besser als Jesus. Weil er ist Mensch geworden. Er hat auf die Erde gelebt. Er hat enttäuschende Zweifel selber erlebt. Und er weiß es. Und wir können mit dem zu ihm gehen. Und ihm sagen, schau, ich bin enttäuscht dir. Du hast mich wirklich enttäuscht. Nicht mit, ja, ich weiss, du bist ein guter Gott und du hast gute Sachen. Wenn du eine Tour schliessest, dann öffnest du ein Fest oder... Nein, gehst mit deiner Enttäuschung ehrlich zu Gott und sagst, ich bin enttäuscht. Und Jesus antwortet in Johannes 11, 21, habe ich dir nicht gesagt, entgegnete Jesus, du wirst die Macht und Herrlichkeit Gottes sehen, wenn du nur glaubst. Martha, hallo, habe ich dir nicht gesagt, wer ich bin? Hast du nicht gesehen, was ich machen kann? Hast du vergessen, meine Kraft, meine Wirken? Hey, weisst du nicht, wer ich Jesus bin? Hast du 3 Jahre mich erlebt? Und das ist, by the way, kurz vor seinem Tod gewesen. Martha und Maria haben Jesus sehr gut gekannt. Die waren gute Freunde von ihm. Martha, aber du weisst, hast du vergessen? Hast du vergessen, wer ich bin? Und dann geht weiter und sagt in Vers 25 und 26, ich bin die Auferstehung. Glaubst du nicht? Und ich bin das Leben, Martha, ich bin das Leben. Habe ich das dir nicht schon gesagt? Habe ich dir das nicht schon vorgestellt? Wer an mich glaubt, der wird leben. Das ist eine Verheißung. Ich habe dir versprochen. Du hast alles gehört, was ich dir schon vorher gesagt habe. Selbst wenn er stirbt und wer lebt und an mich glaubt, wird niemand sterben. Glaubst du das? Hallo? Hey, magst du dich nicht erinnern, an was ich gemacht habe? Denkst du, deine Gebet war umsonst gewesen? Denkst du, ist es mir egal gewesen? Denkst du, hey, ich kann nicht mich daran kümmern? Doch, kann ich wollen. Doch, du bist mir wichtig.
Weisst nur mehr, wer ich bin. Und in dieser Situation kommt Gott und er sagt, schau, ich habe das und das und das für dich gemacht. Und wenn du dich nicht erinnern an was Gott für dich gemacht hat, dann fängt er an, seine Verheißungen in deinem Leben zu aussprechen. Hey, ich bin der Auferstehung. Ich bin Leben. Ich bin der Herr, der er ist. Ich bin Jahwe. Ich bin Gott allmächtig. Ich bin der Jesus, Sohn Gottes. Und alle Kraft im Himmel und auf der Erde ist in meiner Hand. Dann fängt er an, seine Verheißungen in deinem Leben aussprechen, dass du nicht vergisst, wer er ist. Dass du mit deinen Enttäuschungen dich nur bewegst und vergisst, wer Gott ist. Und du schaust nur der Situation, in der du bist. Wir haben an dieser Zeit mit einem Konzert oder 2009 vergessen. Und Gott hat uns erinnert. Ich weiss, wir haben gebetet nach dem Tag, dass sie die Kirche geschlossen haben. Und sind wir wirklich enttäuscht. Sind wir wirklich enttäuscht. Auf Boden zerstört, daheim gegangen. Ich weiss nicht, wann ist das passiert, aber ich weiss, dass wir haben gebetet. Und mein Vater hat an dem, oder ich kann das mal selber erzählen, aber ich erzähle trotzdem. By the way, er wird nächste Woche reden. Er wird nächste Woche über einen lebendigen Glauben reden. Ich freue mich. Den harten Job macht er. Ich mache die easy Vorbereitung. Er ist mit den Schlüsseln von der Kirche, es waren grosse Schlüssel gewesen, bei der Person gegangen, die von uns Schlüssel genommen hat. Und er legt den Schlüssel in seine Hand und sagt, danke vielmals, dass du Kirche schliessest. Du tust uns einen riesen Gefallen. Merci. Ich weiss noch, wie kann ich mir bei dir danken. Das ist einfach genial, was du machst. Und der Mann schaut ihm an und sagt, hey, geht's euch gut? Wir schließen eure Kirche, was ist mit euch los? Und mein Vater antwortet, Gott hat uns das gesagt. Wenn ihr die Türe schließt, er öffnet die Türe vom Himmel. Wenn ihr mich verhaftet, Gott wird viermal mehr Menschen auferstehen auf der Straße, die Halleluja schreien. Von daher sage ich danke. Schließt die Kirche. Verhaftet uns, weil wir können kaum erwarten zu schauen, wie die Türen vom Himmel werden öffnet und Menschen auf der Straße schreien Halleluja. Heute, Iran, ist das erste Land in der islamischen Welt mit höchsten Bekehrungen. Das zweite Land ist Syrien, das dritte Land ist Ägypten. Iran hat den ersten Platz mit höchsten Bekehrungen. Wir haben vergessen, wer Gott ist, was für Verheißungen er macht. Nach dem Tag, dass wir ein Konzert gemacht vor 20 Personen. Ein Jahr später haben wir ein Konzert gemacht mit 300. 2 Jahre später 3 Konzerte gehabt. Jede 300, 400. In 2008 wir ein Konzert gehabt, dass die ganze Straße voll mit Leuten war und wir nicht reinkommen, weil wir voll waren, vollpackt. Von da hat auch unser Problem angefangen. Wir haben ein Konzert gehabt, wo die Nachbarn haben angerufen und gesagt, ist es ein christliches Land oder ein muslimisches Land? Wieso sind so viele Menschen vor der Kirche? Die ganze Straße war voll. Glaubt ihr, unser Glaube, unser Gebet, unser Fasten bei der Konzert hat Gott nicht gehört? Doch hat er gehört. Aber hat er nicht von diesem Tag gehört, sondern von 10 Jahren später. Immer wieder bei jedem Konzert. Er hat sich erinnert an unser Gebet und Fasten, als ich 15 war. Unsere Gebet, eure Fasten, vielleicht wirkt nicht heute, aber Gott nimmt sie und er wirkt mit dem. Ihm ist nicht egal. Aber wenn du das nicht siehst, es hat eine Wirkung. Dein Glaube, deine Fasten, das, was du Gott bittest, er nimmt, er wirkt auf das, weil ihm ist nicht egal. In Johannes Kapitel 6, Vers 66. Jesus tut eine Predigt machen. Und die Predigt hat Menschen enttäuscht und sie sind verzweifelt, sie sind hässig und verleugnen Jesus. Und danach Jesus schaut auf seinen Jünger und sagt, wollt ihr mich auch verlassen? Verstehe ich, wenn ihr enttäuscht seid in mir. Ist okay. Wenn ihr wollt, geht. Und der Petrus antwortet, Simon Petrus antwortet ihm, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewiges Leben. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Wow. Jesus, wir sind enttäuscht. Jesus, wir haben Zweifel.
Jesus, wir haben Fragen. Aber wohin sollen wir gehen? In dir gibt Leben. In dir gibt Hoffnung. Der Moses hat das nicht verstanden. Maria und Martha haben nicht verstanden. Die Jünger haben gewisse Züge noch nicht wirklich verstanden. Der Martha und Maria, ich glaube fest, an dem Tag, wo sie es erlebt haben, ihr Glaube ist gewachsen. Und in der Zukunft haben sie viel Enttäuschungen erlebt. Haben sie viel Schwierigkeiten erlebt. Aber die haben sich nie eine Frage gestellt bei Gott. Und die haben sicher gewusst, wer er ist, was er macht. Auch wenn wir enttäuscht sind. Auch wenn wir Widerstand erleben. Maria und Martha sind Frauen Gottes gewesen. Die wir sehen, nach dem Auferstehung von Jesus, sind auch weitergeschickt geworden von Jesus. Gehen in der Welt und predigen. Und die sind auch zwischen die Jünger gewesen. Und sind gegangen und predigt. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie wurden auch umgebracht. Dass sie haben auch viele Schwierigkeiten erlebt. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, die haben sich nicht mehr enttäuscht. Weil die haben gewusst, wer Jesus ist. Die haben so einen Glauben gehabt, wo egal, wo sie stehen mit dem. So Glauben. Das ist einfach lustig, jedes Mal das im Hand haben. So viel Glauben brauchst du in Gott. Und er verlangt nicht mehr. Wer sonst kann ich gehen? Kann ich die letzte Folie haben? Wenn du heute mit Enttäuschungen, Zweifel, Frustration kommst und wenn du denkst, hey, ich will nicht fast beten, weil ich glaube nicht, dass es etwas bringt. Und, nein, danke, ich habe die letzten 2 Jahre gemacht und hätte ich wirklich nicht viel erlebt. Ist gut, ich verzichte auf diese Fasten und Beten, weil, ich glaube nicht, dass ich wirklich etwas erleben werde. Ich werde dich heute Morgen wirklich ermutigen, bring deine Frustrations, deine Enttäuschungen, deine Zweifel, deine Ängste, deine Schmerzen, die Ablehnungen jetzt gerade vor Gott. Das ist das Beste, was du machen kannst. Und dann kannst du ihm sagen, ich bin enttäuscht in dir. Wieso? Weil das hast du nicht gemacht. Das bei der Familie nicht gemacht. Finanzen, Ehe, Kinder, egal was. Ich bin enttäuscht. Ich habe Worte gehabt. Und dann erlaub ihn zu dir reden. Vielleicht redet er durch die Message. Vielleicht kommt mehr Enttäuschungen, weiß ich nicht. Vielleicht redet er durch die Bibel. Vielleicht redet er durch Gebetteam. Wir haben ein Gebetteam auf meiner linken Seite, auf eurer rechten Seite. Oder hinter euch. Und sie werden gerne für dich beten, für deine Zweifel, für die Enttäuschungen. Sie sind ready während dem Lobpreis, nach dem Gottesdienst. Darf zu ihnen gehen, aber gar nicht heim mit Enttäuschungen in dem Herz. Weil das haltet dich in einen, auf Englisch sagen wir Limbo-Status. Auf eine Gleichgültigkeit, ich weiß nicht, vielleicht macht er, vielleicht nicht. Und dann kannst du nicht im Glauben wachsen, das blockiert deinen Glauben. Es blockiert dein Wachstum. Aber Zweifel und Enttäuschungen sind eine Möglichkeit, zu Gott mit dem gehen und erleben, was er macht. Und auch die Wachstum in Gott erleben. Geh zu ihm mit deinen Schmerzen. Sag ihm, bring alles. Dann bring Gott an dem Ort, wo du die Enttäuschung erlebt hast. Lade ihm ein, lass ihm dein Leben zu reden. Und dann lässt Gott deine Perspektive ändern. Lass in deinem Leben aussprechen, wer er ist. Seine Verheißungen. Sein Versprechen, sein Wirken. Lass er dich mal daran erinnern. Habe ich dir nicht gesagt? Martha, hast du nicht gewusst? Martha, hast du vergessen? Martha, weisst du nicht mehr? Glaubst du nicht mehr? Und lass er dich nochmal daran erinnern, was er gemacht hat. Er sagt, Martha, aber ich habe das gemacht. Martha, aber ich habe die gemacht. Und er nennt dich bei Namen und er brüllt mit dir. Deine Enttäuschungen, deine Schmerzen sind also deine Enttäuschungen, deine Schmerzen. Aber er will, dass er kann dich in dem begegnen. Lass uns in dieser Worship-Zeit reinstehen. Und es ist eine Entscheidung, wie du kannst treffen. Erlaube Gott, dich jetzt begegnen.